Herzlich willkommen bei unserem Pfingst-Gottesdienst. Wir freuen uns, dass wir nochmal miteinander einen Online-Gottesdienst feiern. Ab nächster Woche, 7. Juni, wir werden einen Livestream-Gottesdienst haben mit Lobpreis wie einen normalen Gottesdienst voran. Ich freue mich auf das Lobpreis zusammen. Ich freue mich auf die Predigten-Serie, die wiederkommt. Und ich freue mich auf die Gemeinschaft, dass wir miteinander geniessen dürfen. Heute haben wir einen besonderen Gast mit uns. Er heißt Franz Gfeller. Franz, so schön, dass du da bist. Ihr seid von Worb, also noch weiter Weg von Bern hierher gekommen. Danke vielmals, dass ihr den Weg auf euch genommen habt und trotzdem Einschränkungen sind da um deine Geschichte zu erzählen, du und deine Frau Marianne, die da ist. Schön, dass du da bist. Gern geschehen. Du bist geheiratet, hast 4 erwachsene Kinder und 4 Grosskinder. Und du hast ein besonderes Erlebnis erlebt. Vor 4 Jahren, 2016, hast du einen Herzstillstand erlebt und bist ganz atemlos und ohne Puls auf dem Boden gelegen. Kannst du von dem uns ein bisschen erzählen, wie war das? Was ist denn passiert? Ja, da muss ich dich vielleicht ein bisschen korrigieren, weil Herzstillstand, das kann man nicht erleben. Das ist eigentlich das Faszinierende. Weil ich habe keine Sekunde an etwas gemerkt, dass etwas nicht stimmen würde. Plötzlich tot am Boden, Kopf verschlagen, Brille verschlagen, die Augen müssen nähen. Und darum, das kann man nicht erleben. Du hast keinen Puls mehr gehabt, hast nicht mehr können schnaufen. Wie du sagst, bist du einfach weg. In einer Sekunde von der anderen. Die Helfer sind gekommen, die mussten etwa 110 Minuten, ich muss das Wort noch schauen, reanimiert haben sie dich während 110 Minuten. Ja. Was ist denn? Magst du etwas erinnern oder weißt du noch etwas von dem? Bei mir sind einfach 2 volle Wochen total ausgeschnitten, wo ich mich gar nicht an diese Welt erinnere. Ich habe nie etwas gemerkt. Und als ich wieder zu mir kam, als ich wieder anfangen zu denken und begreifen, dass ich da auf dieser Welt bin, wieder, habe ich nicht gewusst, warum bin ich im Spital. Okay. Ich bin plötzlich im Spital geschlafen und ich hatte keine Ahnung, warum bin ich im Spital. Haben die Ärzte dich tot erklärt oder was haben die Ärzte eigentlich gemeint, wenn die dich gefunden haben und wenn du im Spital warst? Also ungefähr nach dem Vorfall, nach 2,5 Stunden, hat die Ärzte Marianne, meine Frau, ausfindig machen über das Nattel und haben ihr gesagt, sie müsse so schnell wie möglich ins Inselspital nach Bern kommen, weil das stehe gar nicht gut mit ihrem Mann, mit mir. Ja. Und so ist sie mit der Tochter zusammen sofort auf das Bern gefahren. Und als sie in dieser Intensivstation ist angekommen, haben ihr die Ärzte probiert, klar zu machen, dass es eigentlich keinen Sinn mehr hat, die Maschine weiter zu laufen. Und sie hätte entscheiden, ob wir die Maschine abstellen oder wir laufen. Und Marianne sagt zu dem Arzt, mein Mann ist nicht lebensmüde, aber er ist bereit zum Sterben. Er hat ein geordnetes Verhältnis mit seinem Erlöser und Schöpfer Jesus Christus.
macht einfach, was ihr für gut findet. Du bist 3 Tage in Koma gewesen. Wieso haben Ärzte trotzdem die Maschine nicht ausgeschaltet? Wieso haben sie das noch erlaubt? Was haben sie denn gedacht? Ja, das ist eigentlich das ganz Faszinierende an dieser Geschichte. Weil sie haben Marianne am Anfang erklärt und gesagt, schaut, normalerweise tun wir 30 Minuten Maximum reanimieren. Euer Mann ist praktisch 2 Stunden reanimiert worden. Normalerweise machen wir einen Elektroschock. Vielleicht ein zweites oder ein drittes Mal. Und mehr hat einfach keinen Sinn. Aber bei mir haben sie 16 Mal Elektroschock gemacht. Das sind alles Faktoren, wo man einfach sagen muss, das kreuzt sich vollkommen mit der Normalität. Wo einfach so sichtbar wird. Da hat eine ganz andere Macht gesagt, wie es läuft. Und zwar direkt dem Arzt eingegeben. Weil er probiert Marianne zu erklären, es ist doch besser, die Maschine abzustellen. Es kommt nie mehr gut. Und plötzlich macht er selber den Vorschlag, wir könnten bis 3 Tage noch Maschinerie laufen und dann entscheiden, was passiert. In diesen 3 Tagen, wo du in Koma warst, ist etwas passiert. Was hast du denn erlebt? Das war für mich die allerschönste Zeit, die ich je eins erlebt habe in meinem Leben bis dahin. Und darum habe ich am Anfang gesagt, für mich absolut kein Unfall. Wirklich nie eine Sekunde gespürt, dass mit mir etwas nicht stimmen würde. Und plötzlich stehe ich einfach auf einer endlosen Fläche, so weit, dass bis am Horizont eine Fläche und auf der Fläche ist gar nichts drauf gestanden. Und in dem Moment, als ich so in die Weite schaue, höre ich hinter mir, suche direkt hinter mir eine wunderbare Stimme mit mir reden. Etwas, was ich noch nie erlebt habe, was ich auch nicht beschreiben kann. Das war so eine liebende Stimme. Ich kann das nicht weitergeben. Es gibt keine menschlichen Worte, für das zu beschreiben. Hast du denn gewusst, wer das ist? Oder hast du gespürt, wer mit dir redet? Ich hatte keine Ahnung. Es war einfach eine Stimme, die ich noch nie in diesem Mass vernommen habe. Und darum habe ich sofort nach links retour geschaut, um zu schauen, wer steht da hinter mir und redet mit mir. Und ich war so erstaunt, als ich nach links schaue, sehe ich eine Grösse hinter mir stehen, die kein Ende hat. Und sofort schaue ich gerade rauf, für die Höhe abzuschätzen. Und sehe wieder kein Ende. Ich habe keinen Kopf gesehen, einfach kein Ende. Er, der hinter mir steht, ist eine unendliche Grösse. Darf ich fragen, was für Gefühl hast du gehabt? Hast du Freude, gespannt? Wie können wir uns das vorstellen? Ein Gefühl oder einfach, ja, es ist einfach eine Wahrhaftigkeit da gewesen, die ich nicht beschreiben kann. So eine Geborgenheit, so, ja, wirklich die Liebe pur, die ich noch nie erlebt habe. Und in dem Moment, wo er mit mir anfängt zu reden, tut er mit seinem mächtigen Arm vor mir zu suchen, stellt er ein wunderschönes, schnelles, teures Auto her. Und er sagt zu mir, so viele Menschen um dich herum, für die ist das Auto alles. Sie arbeiten den ganzen Tag, den ganzen Monat, dass sie das Auto finanzieren können. Sie putzen es und pflegen es. Und sie merken aber nicht, dass ich eigentlich der Schöpfer bin von dem, der ihnen die Weisheit hat gegeben,
für so etwas Rassiges, Schönes zu konstruieren. Aber sie checken es nicht, dass ich der Schöpfer bin. Und in diesem Moment stellt er ein Wohnhaus vor mir zu suchen. Wirklich, Grösse 1:1. Es ist einfach... Ich hätte einziehen können und das ist wirklich ein schönes Wohnhaus. Und er sagt noch einmal genau das Gleiche. Und zum Dritten stellt er eine ganze Berglandschaft vor mir zu suchen. Und vorher war nichts. Und das erstaunt mich von der Grösse, von seiner Allmacht. Eine Fläche, wo nichts drauf ist und plötzlich steht direkt vor mir zu suchen eine ganze Berglandschaft mit einem wunderschönen Bergweg, wo dich einladet, für zu wandern. Und es hat Bäume und Seen und Blumen und es schmeckt so wunderbar. Und er sagt zum dritten Mal das Gleiche zu mir. So viele Menschen um dich herum, für die bedeutet Natur alles. Aber sie checken nicht, dass ich der Schöpfer bin, der das geschaffen hat, was sie dürfen brauchen und geniessen. Aber warum erkennen sie nicht, dass ich über allem stehe? Und dass sie sich nicht einfach nur an dem Irdischen klammern sollten. Und ich weiss, das habe ich gelesen, dass er dir einen Auftrag gegeben hat. Du hast einen klaren Auftrag von ihm bekommen. Was war der Auftrag? Er hat zuerst noch, nimmt er Gottes Wort, Bibel, und schlägt die Bibel vor mir zu suchen auf. Und ich lese und sehe sein Wort geschrieben schwarz auf weiß, wie alles fettdruckt. Und ich sehe, dass es kein Missverständnis gibt. Für mich ist es so klar, wenn ich einfach lese und sehe, es ist alles so klar. Und er sagt zu mir, mein Wort ist nicht eine Empfehlung. Mein Wort ist die absolute Wahrheit. Nach meinem Wort geht's. Lies das Wort, studiert das Wort und lebt das Wort. Und dann sagt er noch zu mir, Mensch. Und für mich war es so klar, mit Mensch meint er mich. Und er meint dich. Und er sagt, Mensch, du die Nächsten beachten im Kleinen, im Alltäglichen. Wenn du die Nächsten siehst, dass er zu schwach ist, für schnell etwas. Und ich sehe eigentlich vor mir eine bildhübsche Frau, aber einfach, es ist eine feine Frau, die nicht so PS hat. Und sie sollte neben meinem parkierten Auto einen Sack Dünger in ihr Auto laden. Und für mich ist es 2 Schritte. Und ich bin neben ihr zu suchen und kann sie fragen, kann ich euch schnell helfen? Und sie sagt, wo kommt ihr her? Ihr seid ja wie ein Engel. Sehr gern. Und ich kann ihr schnell helfen, das Säckchen Dünger ins Auto zu laden. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mir hat es 2 Sekunden gekostet. Und ihr ist der Tag gerettet. Und das Gleiche, wenn du die Nächste siehst, wo vielleicht gerade ein bisschen an Weisheit fehlt. Nicht, weil ich jetzt viel gescheiter wäre, aber weil ich es Alltag mache und der vor mir weiss nicht genau, wie es geht. Aber ich könnte ihm schnell einen Tipp geben. Ein Wort, sagen, mach es so und so und so. Schönen Tag. 2 Sekunden. Es hat mich nichts gekostet, aber ihm ist der Tag gerettet. Weil er so dringendst auf den Zug. Und der Zug sehe ich schon kommen. Und er weiss nicht, wie ein Billet rauslassen. Weil er immer mit dem Auto unterwegs ist. Und für mich ist das Zugfahren der Alltag. Und ich kann sagen, drückt hier, müsst ihr auf Zürich? Ja. Oder er muss auf den Flüger. Und der Zug kommt schon. Und er drückt. Und das Billet kommt, er springt auf den Zug und weg ist er. Ihm ist der Tag gerettet. Und mir hat es gekostet, 3 Mal ihm sagen, wo drücken. 2 Sekunden. Du die Nächsten beachten im Kleinen, damit ihr beide ans Ziel kommt. Das war seine Botschaft. Ist das nicht interessant? Ich muss sagen,
so oft vergessen wir schauen auf das große Bild und aufs Evangelisieren und Predigen und große Programm haben und ja, das die beste Großes machen. Und was du erzählst, schreibst von tiefsten Teil von Gottes Herz, seine Mission, wo er sagt, schau auf die Nächsten, lieb deine Nächsten. Das sind kleine Sachen, die aber so wichtig sind. Genau. Es ist absolut nicht das Grosse, was dem grossen Schöpfer auf dem Herz liegt, sondern das, was wir wirklich könnten. Das ist seine Botschaft. Und es ist so einfach. Es ist machbar. Und wir können täglich, wenn wir bewusst sind und uns entscheiden, um uns zu kümmern und das nicht in Gleichgültigkeit sind. Menschen sind mir gleich. Genau. Das spricht wirklich von Gottes Herz und auch von Jesus, wie er gelebt hat auf die Erde. Genau. Das ist Gottes Herz und Botschaft gewesen. Ja. Wie hat das deine Leben, deine Sicht, deine Vision geändert? Da muss ich sagen, da bin ich Alltag am Lehren. Weil irgendwie ist das etwas, es ist nicht das Menschliche. Das Menschliche ist, wegzuschauen von deinem Nächsten. Und ich merke tagtäglich, dass eigentlich sein Anliegen, die Nächsten zu beachten, im Kleinen, im Alltäglichen, damit ihr beide ans Ziel kommt. Und das war der Auftrag, der nachher gefolgt ist von ihm. Und den Auftrag hat er mir ins Herz ausgegossen, ihre Sohnenliebe. Das ist für mich wie ein Auftrag, der schon erfüllt ist. Wenn er sagt, geh noch einmal zurück zu deinen Nächsten, mit denen, wo du unterwegs bist, mit denen, wo du das Leben teilst. Geh noch einmal zurück, bring ihnen mein Wort, die Wahrheit. Und mach sie darauf aufmerksam, dass sie eine Entscheidung für mich brauchen, damit sie dürfen die Ewigkeit, was so lange währen tut, mit mir verbringen. Das Wort Gottes ist lebendig und der ist aktiv und der ist wahr. Es ist so schön, was du sagst, um einfach nochmal bestätigen, das Wort Gottes ist nicht etwas, das geschrieben ist vor 2000, 3000 Jahren, sondern er ist auch heute wahr. Und wie im Himmel hast können, das wurde dir klar und hast alles verstanden. Ich glaube auch, der Heilige Geist tut das uns heute offenbaren und uns zeigen, wie es ist. Franz, was mich auch interessiert zu wissen, wie hat die Erlaubnis deine Leben beeinflusst im Nachhinein? Wie ist jetzt deine Beziehung mit Gott, mit der Mission, die er dir und mich gegeben hat, anders wie vorher? Zum einen, ich lese Gottes Wort nicht mehr gleich lesen wie vorher. Gottes Wort redet irgendwie ganz anders zu mir. Und ich sehe in jedem Ecke von seinem Wort, dass er so ein Anliegen hat in seinem Wort, dass wir das Wort, dass wir ihn verstehen. Dass er wirklich die Liebe hat. Die Liebe ist und sein grosses Anliegen ist, dass wir seine Liebe dürfen erfahren und auch weitergeben unserem Nächsten. Weil er hat die Absicht, damit einmal alle Menschen dürften mit ihm die Herrlichkeit verbringen. Amen. Und so viele neben uns zu suchen, sehen nur das Irdische und trachten nach dem Irdischen. Und seither habe ich irgendwie so ein Brennen für meine Nächsten. Das Erkennen von denen, von meinen Nächsten, die ich mit ihnen zu tun habe, die ich also anlaufe, damit sie nicht verloren gehen. Die Bibel sagt Licht und Salz in der Welt. Und das ist einfach, um Gott zu repräsentieren, seine Gerechtigkeit, seine Liebe. Und so wirkt er durch uns in die Welt. Kannst du uns vielleicht Tipps geben, wie machst du das wirklich täglich in deinem Leben?
Ja, er hat ja gesagt, mir, geh noch einmal zurück, bring den Menschen mein Wort. Und ich habe eigentlich dort hier gesehen und gecheckt, dass sie meine Jungs in der Firma, meine Arbeiter, es ist klar, dass ich noch einmal zurückgehen muss, denen Gottes Wort bringen, ihnen sagen, um was es geht, und dann darf ich wieder zu ihm. Das war für mich eigentlich so klar gewesen. Und schon im Spital plötzlich habe ich aber gemerkt, ja, wer ist eigentlich mein Nächster? Weil Krankenschwestern und Ärzte, die haben alles gegeben. Die haben mich behandelt wie ein König. Also das waren Top-Leute, die mit Herz mich gepflegt haben. Und plötzlich habe ich einfach gemerkt, ja, das sind ja meine Nächsten. Der Auftrag fängt schon jetzt an. Und ich habe angefangen, ihnen Bibeln weiterzugeben. Im Spital. Und keine einzige Person hat die Bibel abgelehnt. Jeder hat gesagt, danke vielmals. Und das hat mich so erstaunt. Wenn er den Auftrag gibt, dann ist der Weg auch vorbereitet. Franz, du hast vorhin kurz erzählt, du bist nicht die Person, die gerne vor Leuten steht und von grosser Menge von Leuten spricht. Du bist nicht der, der in Vorgrund ist. Kann man sagen, du bist eine schüche Person gewesen. Und ich glaube nicht, dass jetzt deine Persönlichkeit ist ganz anders geworden. Wie gehst du jetzt mit dem um? Ich meine, deine Persönlichkeit ist genau gleich, aber der Auftrag ist auch sehr klar. Und kannst du uns erzählen, wie geht ihr zwei miteinander? Ja, irgendwie ist das noch schwierig weiterzugeben. Auf der anderen Seite dürfen wir einfach wirklich erleben, wenn er einen Auftrag gibt, dann ist der Weg auch vorbereitet. Und ja, eigentlich mein Herzenswunsch ist einfach, dass niemand verloren geht, weil es gibt einfach ein zu spät. Und die andere Macht, die mit allen Mitteln einfach einflüssen, nicht jetzt. Und wenn ich an meine Situation denke, keine Sekunde an Gedanken, dass mit mir zu Ende gehen könnte. Und plötzlich stehst du vor dem Schöpfer. Du hast keine Sekunde Zeit, für etwas zu ändern. Und was mich auch tief berührt, ich habe in der Inso im Spital so einen grandiosen Kollegen lernen kennen und bin mit ihm den Weg gegangen. Uns ist empfohlen worden, Fitness zu machen. Und wir haben uns zusammengetan und Fitness gemacht. Jeden Mittwoch ist er auf Warp gekommen und wir sind zusammen am Mittwoch ins Fitness. Er hat einen kleinen Unfall am Fuß gehabt und hat wegen dem ein paar Mal aussetzen. Und ich rufe ihm wieder an, am Mittwoch, und sage, Besche, kannst du heute wieder ins Fitness kommen? Sonst komme ich bei dir vorbei, für dir einen Kaffee zu nehmen. Weil wir haben es so gut miteinander. Das war so ein starker Kollege für mich. Wir haben einander ermuntert in diesem Fitness. Und ich habe nicht gemerkt, dass sein Sohn am Telefon ist, am Nattel auf der anderen Seite und nicht er. Und sein Sohn sagt mir, du willst auch der Papi. Er kommt nie mehr mit dir ins Fitness. Und ich sage, was? Warum nicht? Wir haben es so gut zusammen. Was ist jetzt los? Und er sagt, er ist am Mittwoch gestorben. Es hat mir fast ab dem Stuhl geschlagen. Ich denke, so etwas kann es doch nicht geben. Aus nichts raus. Und der Sohn sagt mir,
Wir hatten noch schon so einen schönen Samstagabend gehabt. Wir haben es so gut miteinander gehabt. Und am Sonntag weg. Aus nichts raus. Und der Pesche hat so viele Fragen gehabt. Wenn wir auf dem Fitness waren oder zusammen walken, hat so viele Fragen gehabt. Und wir haben so viel über Gott, über den Schöpfer, können miteinander austauschen. Und er war der, der mich aufgefordert hat, im Fitnesscafé, an der Bar. Wir nehmen doch noch einen Kaffee. Du müsstest eigentlich einem Fitnesstrainer, einem Chef, deine Geschichte erzählen. Ja. Aber ich habe sofort gemerkt, dass es eigentlich um ihn geht. Ja. Und er hat mich aufgefordert. Und wenn ich so ein bisschen zu schnell über etwas bin, dann sage ich, aber dort ist doch noch irgendwie. Und er hat jedes Detail wissen. An der Fitnessbar. Und es sind andere Leute, bleiben hocken und gelassen. Wow. Aber eigentlich ist es um ein Beste gegangen. Er hat mehr wissen von diesem mächtigen Gott. Von diesem wunderbaren Gott. Und plötzlich ist er nicht mehr da. Ihr lieben Leute, es ist spät. Und das ist meine Dringlichkeit. Verpasst das nicht, wegen dem Irdischen. Und mir dort Jesus in so einer Liebe hat vor Augen geführt. Nach was, dass wir aus tiefstem Herz uns sehnen. Wir geben uns ab mit dem Irdischen, das vergeht. Und wir verpassen die Ewigkeit, wenn wir uns nicht für den Jesus entscheiden. Und es ist mir aufgefallen, wie viele Menschen mich darauf ansprechen und sagen, ich weiss, dass ich mich entscheiden muss für Jesus. Aber ich will mich dann entscheiden, wenn ich dann so weit bin, wie du bist. Und das erstaunt mich, was für eine Macht Satan hat, an den Menschen einzureden. Ja. Dann musst du dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Aber dann ist die Gelegenheit. Und dann ist es spät. Und immer muss ich diesen Menschen wieder sagen, nein, dann ist es spät. Heute, du weisst nie, wann das Ende ist. Das ermutigt mich und tut mich auch herausfordern, wie Jesus sagt im Johannes Kapitel 5, die Ernte ist bereit, aber die Mitarbeiter sind zu wenig. Genau. Die Ernte ist bereit und sind wir bereit? Ja. Sind wir da, um tatsächlich unsere Scham, unsere Ängste, unsere eigenen Gedanken auf Seite tun. Und wie du gesagt hast, es geht nicht um mich, es geht um eine Person. Es ist um Pesche gegangen, es geht um Gott, es geht um sein Leben und es gibt einen Sport. Ja. Und das Bewusstsein, es geht nicht um mich, es geht um die Mission, die er hat mich gegeben, um das Leben für die anderen. Ja. Nach die letzte Frage, Franz. Ich würde so gerne noch so lange mit dir schwätzen. Ich glaube, du hast so ein tiefes Verständnis von Gott, von seiner Liebe, von seinem Herz, wo nicht jeder, sogar ich, nicht ganz weiss oder kenne. Aber die Bibel hat auch versprochen, dass Gott gibt uns den Geist. Der wird Gottes Wort und Gottes Gedanken uns offenbaren auf die Erde, damit wir auch Gott besser verstehen, ihm nachvollziehen und ihm auch nachfolgen. In Philipper Kapitel 3, Vers 10 bis 11 steht geschrieben: Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilnehmen, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Das ist der Wunsch von Paulus. Ich will die Kraft der Auferstehung erkennen, damit ich werde ähnlicher wie Jesus, damit ich an seine Spüre laufen. Du hast die Kraft der Auferstehung wortwörtlich erlebt. Der Geist Gottes hast du wortwörtlich erlebt. Wie erlebst du das jetzt heute? Wie begleitet Gottes Geist, wo er uns versprochen hat, auch heute in deinem Leben?
ja, einfach die Beziehung. Die Beziehung zu Jesus. Das ist etwas, was ich einfach spüre durch seinen Geist. Das ist sein sehnlichstes Suchen. Beziehung, Nähe, eben Schritt für Schritt mit ihm zu gehen. Die Beziehung, die so manche Mensch einfach nicht hat. Und dabei ist das so etwas Wunderbares. Es erinnert mich immer wieder an eine junge Frau, die uns besucht hat im Geschäft. Und Marianne hat beim ersten Besuch ihr dürfen als Gideon-Testament weitergeben. Eine Frau, sie trägt nicht die gleiche Hautfarbe bei mir. Aber es war eine Powerfrau. Und sie hat das Testament dankend entgegengenommen. Und es hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt zwischen dieser Frau und uns. Es hat es oft gegeben. Sie ist nur durchgefahren. Sie hat schnell still gehabt, ist ins Büro hineingesprungen, hat Marianne oder mich umarmt und gesagt, ich muss euch schnell drücken. Und ist wieder raus und weiter ihren Weg gegangen. Und Anfangs letzten Jahr kommt sie vorbei und sagt Marianne, mit meinem Körper stimmt etwas nicht mehr. Ich bin zum Arzt und er sagt, ich kann euch nicht mehr helfen. Tut euer Leben ordnen, wenn ihr noch etwas zu ordnen habt. Ich kann euch nicht helfen. Ich kann euch nicht mehr helfen. Und sie kommt vorbei zu Marianne und sagt, wir wollen die Beerdigung miteinander besprechen. Und wir sagen, nein, das kann doch nicht sein. Es war im Januar, vor einem Jahr. Und im Mai bekomme ich ein Telefon von dieser Gracie. Ich habe mit ihr relativ viel zu tun gehabt. Sie hat selber ein Geschäft angefangen, eine richtige Powerfrau. Und sie kommt, sie lässt ihren Bus bei mir ausbauen mit Holz. Sie liebt einfach Holz. Und das gibt eine Nähe zu ihr, ein Verstehen. Und ich denke, dass Gottes Wort hat die Person wirklich verändert, wie du jetzt gelesen hast. Die Kraft seiner Auferstehung hat die Frau erfahren. Sie ist so eine fröhliche Frau geworden. Und ich habe die Frau nie gehört, ein Wort klagen. Sie war einverstanden mit ihrem Weg. Und ich bekomme im Mai ein Telefon von ihr auf dem Nattel. Und sie sagt, Franz, ich will dir noch die Show sagen. Wir werden uns nicht mehr sehen auf dieser Welt. Aber du hast einen Auftrag bekommen. Von Gott. Und noch nicht jeder Mensch hat einfach das erlebt. Hat die Sicherheit. Nimm die Auftrag wahr. Das ist ein Grund, warum ich heute da bin. Dank dieser Gracie. Und mit allerletzter Kraft mir den Auftrag aufgefrischt hat und gesagt, gang, nimm die Auftrag wahr. Und eine Woche später hat sie dürfen die Heimat wechseln. Das ist etwas von dieser Kraft, die ich gespürt habe. Es ist die Kraft von Jesus Christus, seiner Erlösung, hat die Gracie dürfen in ihrem Leben erfahren. Und die Kraft ist zu ihrem engsten Ansporn geworden, für mich mit allerletzter Kraft noch einmal anzuleiten, zu sagen, nimm die Auftrag wahr, dass nicht noch mehr Menschen verloren gehen. Und sie hat gesagt, wir werden uns wieder sehen. Aber da oben, behüte Gott. Das war ihr letztes Wort. Ja. Das ist nicht nur dein Auftrag, Franz, das ist auch unser Auftrag. Und mit diesen Worten hast du uns ermutigt,
an unseren Auftrag wahrnehmen. Ja. Die Zeit ist kurz und Gottes Herz schlägt für jeden Menschen auf der Erde. Absolut. Und wir sind Instrument in seiner Hand und er wirkt durch uns und wir sollten das wahrnehmen und ernst nehmen und uns wirklich auch so reinsetzen. Danke vielmals für deine Worte, danke für dein Herz, wo so für Jesus schlägt, für deine Leidenschaft, die man wirklich spürt, sehr stark. Kannst du uns noch segnen? Hast du ein Wort? Du darfst noch deine Message, dein Herz, wenn du ein Wort hast, kannst du uns sagen. Und ich würde wirklich schätzen, wenn du uns auch segnest am Schluss. Ja, mein innerster Herzenswunsch ist einfach. Entscheide dich für Jesus Christus. Auch wenn du ein bisschen von dieser Herrlichkeit hättest dürfen sehen, die ich dürfen sehen, wo ich hineinschauen durfte. Wirklich in die Nähe vom Vater, in die Nähe von Jesus Christus, meinem Schöpfer und Erlöser. Oh, da würdest du heute ein Ja haben für den Jesus. Für mit ihm den Rest von deinem Leben zu teilen. Ob das kurz ist oder noch sehr lang. Aber vor allem die Ewigkeit mit ihm. Und ich möchte euch, liebe Zuschauer, liebe Gottesdienstbesucher, ich möchte euch einfach segnen in diesem wunderbaren Namen Jesus Christus. Für dass die Beziehung einfach darf lebendig werden. Er setzt alles daran, für euch zu lieben von ganzem Herzen. Und manche Wege, manche Situationen können wir nicht verstehen. Aber wir werden es einmal verstehen, dass nur Liebe hinter deinem Weg steht, von Jesus, von seiner Seite. Und ich segne dich in dieser allmächtigen Liebe von Jesus Christus, damit du einmal die Herrlichkeit darfst mit ihm verbringen. Amen. Amen. Ich bete auch, dass die Kraft der Auferstehung darf mit euch heute sein und dass jeder von uns darf wirklich den Heiligen Geist erleben. Ja. Wir müssen nicht sterben, im Himmel gehen und Gott erleben. Er hat seinen Geist uns geschickt, damit wir auch einen Teil von seinem Königreich hier auf die Erde schmecken und erleben. Franz, danke vielmals, dass du gekommen bist. Danke an deine Frau für euren Weg, den ihr genommen habt. Es ist eine extrem starke Botschaft, was Gott hat dir gegeben. Und danke, dass du das mit uns teilst. Ja, und ich hoffe, dass wir die Botschaft wirklich auf unser Herz nehmen und den Auftrag von Gott reinsetzen in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere nächste Liebe. Merci vielmals. Schön, dass mit dir sein, schönes Gespräch gehabt. Ja, ich danke dir vielmals, Sabrina, und ich segne dich in deinem Dienst, dass du noch viele Menschen darfst zu Jesus führen. Und sie werden dir einmal dankbar sein. Von Herzen. Danke. Amen. So wünsche ich euch einen schönen Tag mit viel Erlebnis mit dem Geist Gottes. Dürft ihr jetzt im Lobpreis einsteigen? Nehmt euch Zeit, schaut die Botschaft nochmal. Es gibt so viele starke Gedanken und wir können uns mit dem beschäftigen. Ja, ich segne euch mit Gottes Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Gemeinschaft. Bei euch, eurer Familie, in eurem Alltag in dieser Woche. Ciao miteinander. Yes, der Bund hat neue Regeln herausgegeben, die dich und mich betreffen. Lieber Kreuzpunkt, ab dem 14. Juni dürfen wir wieder Gottesdienst feiern bei uns im Kreuzpunkt. Yes! Come on! Hey, wir haben gedacht, wir würden euch gerne zeigen, wie unser Raum im Moment aussieht und wie es
es wird aussehen, wenn ihr am 14. Juni dabei seid. Das ist jetzt die neue Quarantäne-Look. Da ist natürlich unser Set, wo wir alle unsere Infodingers aufgenommen haben. Ja, wenn man ein bisschen rauszoomt, sieht man doch auch schon ein bisschen mehr Puff. Und wir sehen, hier sind keine Stühle. Wir haben unsere Kameras hier, die werden bleiben auch während dem Livestream. Natürlich sehr cool. Die mobile Kamera, schauen wir uns da mal einmal dran schieben. Come on, hey. Ja, wir werden noch mitspielen, Micha. Also, wir werden sicher mehr als 4-5 Stühle in der Raum haben. Wir werden jeden zweiten Stuhl quasi brauchen. Aber man muss ein bisschen Distancing halten. Genau. Neue Bühnendesign mit coolem Backdrop. Ich habe Freude am Schwarz. Endlich mal schwarz, nicht weiß. Ist viel besser. Findest du nicht auch, Sabrina? Schon, gell? Wir können viel mehr machen mit dem Licht und alles. Den Schlagzeuger haben wir wie gehabt immer brav weggesperrt. Um 2 Meter Distanz. Yes, Das ist richtig genau. halten. Die sind auch noch. Oh yes. Da werden wir nachher alles tapen. Das können wir auch schon brauchen, um dich mal zum Mund zu tapen. Das ist auch ein bisschen ein, wie sagt man das auf nett? Ein Bullshit-Filter. So viel passt schon. Anyways, genau. Da schön markiert auf der Bühne, wer wo darf stehen. Ein Sänger, dann da darf niemand. Zweiter Sänger, da haben wir den Gitarrist, Pianist und da Bassist in dieser Ecke. Alle brav mit Abstand. Aber das sieht jetzt so aus. Schau mal, in 1 Tag oder 2 Tagen hoffentlich. Der Raum wird picobello sauber, aufgeräumt und alles ready auf die Besucher. Am 14. Juni könnt ihr euch auch dort unten anmelden. Wir werden auch einen Sitzplatz vorbereiten für den übertragenen Gottesdienst hier oben, damit wir so viele Leute wie möglich in der Kirche hineinbringen. Okay, nein, es wird nicht so aussehen. Ja, wir dürfen am 14. Juni wieder miteinander Gottesdienst feiern, aber mit gewissen Einschränkungen. Wir freuen uns trotzdem, dass wir zusammenkommen können. Ab 4. Juni werden wir ein Video rauslassen mit unserem Team zusammen, um euch genau zeigen und informieren, wie alles aussieht, wie ihr könnt euch anmelden, was sind die Regeln und Schutzkonzepte. Lasst euch nicht demotivieren, wenn ihr so viele Regeln seht und denkt, oh, das ist schwierig. Nein, es ist gut. Und wir freuen uns, dass wir Gemeinschaft genießen können. Wir freuen uns, dass wir einen Lobpreis haben und wir freuen uns auf den Livestream. Wir werden am 14. Juni den Livestream weiterhalten. Das heisst, ab 10 Uhr werden wir einen Livestream haben mit Lobpreis, Predigt, Moderation. Du darfst hier mit uns Gottesdienst feiern. Du darfst auch die Kleingruppe Gottesdienst feiern. Du darfst mit deiner Familie Gottesdienst feiern. Hey, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf euer Feedback und wir halten euch auf den laufenden Informationen.